Nathalie, heute ist so ein schöner Tag. Ich bin am Lesen, auf dem Sofa, ich habe frei. Einfach cool. Du, Remi, das freut mich von Herzen für dich. Wir sind aber 10 Minuten zu spät zum Studio gekommen. Nathalie, wir müssen erst in einer Stunde ins Studio gehen. Nein, wir sollten schon seit 10 Minuten dort sein. Seit 10 Minuten. Wir sind spät. Ich habe dich 3-mal gerufen und du bist so vertieft in deinem Buch. Nathalie, wie kommen wir spät ins Studio? Okay, du gehst dich parat machen, während ich mit dem Heinrich Schwind rede. Also, ich mache mich parat. Soll ich jetzt froh sein, dass wir eine Lösung gefunden haben? Oder traurig, weil wir spät kommen? Am besten überlegst du das, während du dich parat machst. Ist gut? Okay, ich gehe schnell. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei unserer das mal ein bisschen chaotischen Sendung. Damit wir euch gerade wieder live im Studio sehen können, gehen wir zum Heinrich Schwind. Der Heinrich Schwind hat nicht jemanden bei sich, wo er euch vorstellen will. Nathalie, ich bin parat. Perfekt. Wir können gehen. Bis nachher. Ja, danke Noemi und Nathalie für die Überleitung. Ich muss jetzt sagen, es ist ja gerade ein bisschen überraschend, dass es so schnell geht, aber ist doch auch mal schön, wenn man so zügig arbeiten kann. Und ich bin gerade auch froh, weil der Herr Knüsli hat mir angerufen vorhin und gesagt, hey, heute habe ich vielleicht ein bisschen länger, weil ich habe nämlich ganz coole neue Erfindungen gemacht und die möchte ich mir heute präsentieren. Und ich meine, wenn so ein grosser Erfinder wie der Herr Knüsli so etwas erfindet und mir zeigt, live, und euch auch jetzt im Fernsehen, dann sind wir doch gespannt und wollen da doch möglichst viel Zeit auch schauen, was das ist. Ja, ich bin gespannt und freue mich mega drauf. Und ja, gehen wir gerade in die Werkstatt, sind wir gerade schon da, hä? Und, grüezi Herr Knüsli, ist da jemand daheim? Ja, grüezi Heidi. Ja, wieso, Herr Knüsli, warum sind ihr so traurig? Ja, weisst, wegen der Erfindung. Du musst noch kurz anlegen, weisst, wir haben neue Sicherheitsvorschriften von der BUFA. Ja, sicher. Gesundheit. Dankeschön, ich sollte eben nicht zu viel an den Kummerblumen schmücken. Aber nein, das kann es doch nicht sein. Ja, aber wieso? Jetzt haben die doch angerufen und gesagt, ihr habt so viele neue Erfindungen. Ja, die habe ich auch, Heidi. Aber weisst, ich zeig's dir am besten gerade mal. So gute Erfindungen gemacht. Da, schau. Das ist ein sogenannter Döner-Kompass. Du kannst reinschauen und der führt dich zum nächsten Döner. Das ist ja genial. Ja, gehen wir einen Döner essen? Das Problem ist, die vom Döner haben mir die Daten nicht geschickt und jetzt bringt's gar nichts. Jetzt kann ich das gar nicht eingeben, damit man es findet. Schau, bei dem hat's funktioniert. Das ist ein sogenannter Gemüsekompass. Aber wer will schon Gemüse? Das ist überhaupt nicht Ernährung konform. Weisst du, von der Sendung 2. Ja. Kann man nicht brauchen. Aber wieso hätten die denn mitmachen? Ich meine, das ist ja genial für sie, wenn die Leute ihren Laden finden. Ja, aber sie haben gesagt, für das gibt's heute das Internet da. Und dann können sie da im Google oder wo auch immer schon selber suchen. Hat gesagt, das braucht's gar nicht. Ja, nein, ja gut. Und das da, schau, schade. kennst du das Telefon? Ja. Und noch etwas Besseres, ein Teflon. Da hast du da zum Reinreden, da zum Hören. Ein Teflon funktioniert eigentlich wie ein Telefon. Nein, das ist für mich, weisst, das ist der Professorhörer. Das funktioniert wie ein Telefon, aber es ist ein Teflon, ist noch etwas Besseres. Da gibt es sogar verschiedene Hörer. Einen langen, für die eine lange Leitung haben. Einen dicken, für die grosse Ohren haben. Und das ist für Vegetarier Gemüsevariante. Ja. Dann nehme ich doch gerade den mit der langen Leitung. Würde ich auch sagen. Aber weisst, da kann man zum Beispiel reinreden. Hallo Heidi. Hallo Herr Knüsli. Funktioniert tipptopp, gell? Tipptopp. Ja, ich hör's. Ja. Aber das Problem, das ich habe, wenn du da hinten 50 Meter bist, höre ich schon nicht mehr. Ja, gut, das bringt natürlich jetzt nicht viel, ja. Kannst du mir es weitergeben? Das bringt nichts. Heute ist kein guter Tag, kein guter Erfindertag. Oder nochmal etwas, hä? Ja, sind wir jetzt aber gespannt. Das ist die sogenannte Teleskopflügelklatsche. Da weisst du, die kannst du kurz und lang machen, so. Ist eigentlich noch glatt, hä? Aber das Problem ist, wenn du jetzt an die Flüge rangehst, dann fährst du ihn aus, hä? Ja. Früher hast du immer so schleichen, aber heute kannst du, schack! Und dann so, ich mach's jetzt Zeitlupe, dass man es gut sieht. Und dann ist die Flüge kaputt. Aber es funktioniert nicht. Ja, wieso denn nicht? Schau, die Löcher sind viel zu gross. Heidi, ja, aber das ist jetzt noch interessant.
Nein, es funktioniert nicht. Die Flüge sind viel zu klein. Und wieso kann man das denn aufmachen? Oder was hast du denn da noch reingebaut? Keine Ahnung. Kann man es aufmachen? Ja, hoppla, letzt du. Und nachher können wir es wieder zumachen. Können wir theoretisch etwas rein tun? Ich immer. Kann man das auch brauchen zum Grillieren? Ja. Tust das Fleisch rein. Zack, zumachen. Ei. Das Schalterli könnte man noch ein bisschen einfacher machen, he? Und nachher, zack, übers Feuer. Das wäre doch genial. Da muss man nicht einen Grillstecker suchen. Heiri, du bist ja schon noch ein gescheiter Kocher, du. Geschwinde, du bist ein Schlauer. Aber schau, ich habe noch mal etwas, vielleicht kannst du mir da auch helfen. Ja, Da. bin ich gespannt. Das habe ich für die Familie Kleber erfunden. Das ist ein sogenannter Huthalter. Aber ich habe auch ein Problem damit. Kannst du mal anschauen? Ja, das ist ja ganz spannend. Weisst, die Idee hinter dieser ganzen Sache ist, dass wenn du die da nimmst, kannst du zum Beispiel einen Hut dran machen. Warte kurz, zieh meinen Hut kurz ab. Du musst den Hut dran machen. Zackeli, zack. Du tust ihn so in die Wäschmaschine. Falls noch eine Frau, ein Kind oder einen Hund hättest, könntest du noch ganz andere Farben nehmen. In dem Sinn eine kunterbunte Sache. Und nachher tust du den Zägelibaum mit der Wäschmaschine. Wenn er gut ist, kannst du ihn wieder rausnehmen und zack, so an, wie heisst das Zeug wieder schon wieder? An die Wäschzähne. Denk. Nein, nicht ab Wäschzähne. Das zum Aufhängen, weisst du, wieder trocknen, Ah, kannst du dran genau, hängen. ja. Dann siehst du, blau, mir. Obwohl, nein, blau für die Frau. Rot fürs Brot und so weiter, he. Aber das Problem ist, schau dir mal, wie das nach der Wäschmaschine rauskommt, du. Ja. Mal. Hüte Das sind kannst du ja nicht mehr wasserfest. anlegen. Funktioniert doch alles nicht. Ja, aber wenn du jetzt keinen Hut würdest nehmen, Sondern, ja, Socken oder sonst irgendetwas. das ist eine gute Idee. Ich probiere es mal aus. Warte, ich ziehe mir kurz die Socken ab. Ja. Ja, Vielleicht gut. musst du noch kurz überbrücken. Erzählst noch etwas, ist gut. Ja, du bist jetzt auch der Beste. Jetzt soll ich noch etwas schnell aus dem Ärmel schütteln. Du hast so einfach, grosse Ärmel. einfach so schnell etwas rausschütteln. Lass es schütteln. Ja, gut. Ja, aber, ja, genau. Das könnt ihr euch jetzt erzählen. Weil, wir haben nämlich herausgefunden, dass Hühneraugen auch am Kopf sind, können sein. Das sind so grusige Warzen. Ja, anyway. Aber, die können im Fall auch am Kopf sein. Nämlich bei den Hühnern. Das ist gut. Ja, oder da habe ich noch mal einen. Welche Maus steht auf 2 Beinen? Genau, die Mickey Maus. Ah, haben ihr das herausgefunden? Sind ehrlich mit euch? Und jetzt noch, welche Ente steht denn auf 2 Beinen? Ja, alle Enten. Ich hätte gesagt, Donald Duck. Gell? Das habe ich eben das erste Mal auch. Aber weisst, eigentlich am besten erzählst du doch den Kindern etwas, was sie brauchen können, etwas Wissenschaftliches. Zum Beispiel, wissenschaftlich ist bewiesen. Wisst ihr, wo das Licht angeht, wenn Nacht ist? Das weiss ja nicht einmal ich. Ganz einfach, in den Kühlschrank. Könnt gerne mal im Kühlschrank schauen, zack, Türchen auf, Licht an. Dort wohnt's. Sogenannter Schlafplatz vom Licht. Anyway, schau da Zöckli. Ja, würd schauen sagen, lang dass- es mir geht, aber ich will sagen, das funktioniert. Willst du mal dran schmücken? Nein, danke. Nicht. Schade. Das wäre dann so das Käsearoma, wo sehr gut ist. Machen wir es einfach mit den Socken. Das ist, tue ich der Familie Kleber gerade so mitteilen. Das ist, hey. Das ist ja Heidi. genial. Geschwinde. Da kann man ja nur noch happy sein, oder? Sicher. Hey, ich bin einfach so glücklich. Aber ich hätte noch eine kleine Bitte. Wie du geschwinde so ein Guter bist. Könntest du mal kurz in meinem Räumchen mit dem grauen Schlüssel kommst rein, könntest du kurz schauen. Dort habe ich noch ganz einen Haufen Erfindungen. Sagst mir, was wir brauchen und was nicht. Ist gut. Ja, welcher graue Der Schlüssel? Grau. Hey. Wie dein Mantel. Du weißt doch, was grau ist. Dort hat so Erfindungen. Schau mal, gell? Hey. Jetzt bin ich ganz allein. Was mach ich? Muss dich einfach zurückgehen ins Studium, hä? Hallo? Hallo, Studium?
Wir wären jetzt schon da fertig. Wir dürften weitermachen. Studium, hallo. Hey, du, schau da. Da habe ich noch etwas gefunden. Sieht aus wie ein Spaghetti-Sieb. Spaghetti-Sieb, das ist der Hut für den Sommer, weisst. Kannst du anlegen und du die Löcher wärme doch rein. Aber jetzt Ruhe, he? Weisst, ich kann schon ins Studium zurückgehen. Ja gut, dann sehr gut. Dann können wir das so machen. Würde ich auch sagen, hey, du bist ein Guter. In dem Fall bis nächstes Mal. Tschüdelidü. Es ist doch einfach wunderschön, dass der Herr Knüsli jetzt doch kapiert hat, dass aus seinen Sachen auch etwas Glückliches hat können machen oder dass es einen Grund zum Fröhlichsein gibt. Ja, und seien wir ehrlich, es gibt so viel Grund zum Glücklichsein, auch in deinem und meinem Leben. Ich meine, nehmen wir zum Beispiel das Wetter, die Sonne, die scheint, die Blümchen, die wachsen, genug Essen, das wir immer haben, unsere Familie und Freunde. Wir können so dankbar sein in unserem Leben. Ja, und trotzdem, der wichtigste Grund zum Glücklichsein, oder das Größte überhaupt, ist doch einfach unser Gott, ein Heiland. Ich meine, er liebt uns unendlich. Und darum wollen wir auch ein Lied singen, das genau das zeigt. Jesus liebt uns. Steht doch auf, wo immer wir sind, ob daheim oder irgendwo draußen, wenn wir miteinander das Lied singen. Ja, ich habe letzte Woche mit meinen Kindern so eine tolle Seilbahn gebaut gehabt, da über die Strasse von unserem Haus zu den Nachbarn über. Und wir haben da zuerst schon überlegen, wie machen wir es, wie tun wir es genau, das Seil oben durchspannen. Aber wir haben es dann geschafft gehabt und einerseits das Bauen hat schon grosse Freude gemacht. Und nach am Schluss, wo die Seilbahn dann gestanden ist und wir können jetzt dran ziehen, kann ich sagen, ich weiss, ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber gleich, das hat so Spass gemacht, so richtig Freude, wenn man sieht, wie das Seilbahn jetzt funktioniert und da überkommt. Und die Kinder können so sich gegenseitig Briefli hin und her schicken. Wirklich eine freudige Sache ist das. Ich weiss nicht, was du schon alles Freudiges gemacht hast oder vielleicht hast du auch schon vieles erlebt, was dir viel Freude macht, wo du ja richtig hast können lachen oder sogar jubeln. Und wo du einfach richtig zufrieden gewesen bist. Ich denke, vieles im Leben erleben wir, wo man könnte sagen, mal, das ist jetzt richtig toll gewesen. Und auch die Jünger von Jesus, die haben nämlich auch genau so etwas erlebt gehabt. Sie sind mit Jesus unterwegs gewesen. Und das allein hat ihnen schon eine grosse Freude gegeben. Dass sie können mit Jesus zusammen sein, mit Gottes Sohn. Und sie haben vieles erlebt, was er gemacht hat. Und auch jetzt, momentan, sind sie wieder zusammen. Sie sind mit ihm zusammen am Essen. Und es hat für sie fast nichts Schöneres gegeben, als einfach dürfen mit Jesus zusammen sein. Sie sind so richtig fröhlich gewesen. Sie sind miteinander dort in einem Raum hinein gewesen und haben da gegessen, haben vieles zu besprechen gehabt. Es ist einfach so schön gewesen, wie sie das erlebt haben. Aber bei dem Essen ist irgendwie etwas ein bisschen anders gewesen. Jesus ist irgendwie speziell gewesen. Er hat vieles geredet, er hat seinen Jüngern vieles erklärt. Aber das Problem war, die Jünger, die haben das meiste gar nicht richtig verstanden gehabt. Sie sind gar nicht so recht rausgekommen, was Jesus sagt. Irgendwie ist es einfach nicht gewesen wie sonst.
wo sie einmal zusammengehockt sind. Und niemand hat nachher sich das erklären, warum das so ist. Und die Jünger sind in der Zeit auch recht still geworden, haben Jesus zugelassen gehabt, aber es war irgendwie eine komische Stimmung. Und als sie dann fertig gegessen haben, Jesus ist aufgestanden und hat gesagt, kommt, Jünger, kommt, wir müssen ein bisschen raus. Wir gehen zusammen da in den Garten raus. Also im Garten, das ist so eine Art, wahrscheinlich eher ähnlich gewesen wie ein Park. Garten Gethsemane hat der geheissen. Wir gehen ein bisschen dort raus. Und wo sie dann rausgelaufen sind, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ja, schon fast traurig eigentlich, nicht mehr fröhlich, sondern eher traurig, hat er ihnen gesagt, heute Nacht werdet ihr mich alle im Stich lassen. Die Jünger sind verschrocken, wo Jesus das sagt. Was? Wir werden dich im Stich lassen? Und besonders der Petrus, der hat gerade geantwortet. Also, gut, die anderen vielleicht, das kann sein. Aber nein, ich werde dich nicht im Stich lassen. Und Jesus antwortet ihm, Petrus, auch du wirst mich im Stich lassen. Der Petrus ist selber nachher auch gerade traurig geworden. Was? Nein, aber Jesus, ich werde immer zu dir halten. Ich werde sogar mit dir ins Gefängnis kommen. Ich werde sogar wenn ich muss sterben, ich werde mit dir kommen. Nein, Petrus, auch du wirst mich im Stich lassen, sagt Jesus. Ja, ich kann mir vorstellen, der Petrus, der ist gerade ein bisschen traurig geworden, dass Jesus so etwas über ihn sagt. Weil er von Herzen wirklich geglaubt hat und wollte zu Jesus stehen. Das war für ihn gar keine Frage gewesen. Aber Jesus hat ihn eben genau gekannt. Und darum hat er das von ihm auch sagen können. Vielleicht ist es dir auch schon ganz ähnlich gegangen. Du hast dir Sachen vorgenommen. Du willst zum Beispiel mit deinen Geschwistern nicht mehr so viel streiten. Oder du willst zu deinen Eltern nicht mehr frech sein. Oder willst auch bei gewissen Sachen nicht mehr eifersüchtig sein. Und du hast gemerkt, nein, vielleicht 2-3 Mal ist es gegangen und nachher bist du schon wieder reingegangen und bist es gleich wieder gewesen. Oftmals nehmen wir uns Sachen vor, wir wollen das und das und wir machen es anders. Oftmals machen wir nämlich das, was wir nicht wollen. Und Jesus weiss das. Er kennt uns, er kennt Menschen. Er weiss, wie wir sind. Aber weißt du was? Das Schöne ist, Jesus kennt dich und er liebt dich trotzdem. Er hat dich trotzdem gern. Und er wendet sich nachher wieder an Petrus zu und sagt ihm, Petrus, heute Abend, bevor der Gückel kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Das heisst, du wirst 3-mal behaupten, dass du mich nicht kennst. Daraufhin hat der Petrus nicht mehr gewusst, was sagen. Und er hat auch keine Zeit mehr gehabt, weil im Garten ist es nämlich nicht mehr schön ruhig gewesen, sondern es ist laut geworden. Es sind ein Haufen Leute gekommen. Und das sind nicht irgendwelche Leute gewesen, sondern es sind Soldaten gewesen. Römische Soldaten sind gekommen im Garten. Und mitten rein ist einer von den Jüngern gewesen, der Judas. Und die sind gekommen, direkt auf Jesus und die anderen Jünger zu. Und da sagt der Judas, der ist es. Den müsst ihr nehmen. Und die Soldaten sind gekommen und haben Jesus gefangen genommen. Die Jünger, die sind zurückgegangen. Die einen sind gerade ein bisschen geflüchtet. Aber der Petrus und ein anderer, die sind ein bisschen aus Distanz sind sie dort geblieben und haben genau beobachten, was jetzt passiert. Die Soldaten haben Jesus mitgenommen, haben ihn abgeführt und haben ihn ins Haus vom Hohenpriester genommen. Und so, es ist ja schon dunkel gewesen. Und darum hat der Petrus und der andere Jünger haben gut im Schutz vor der Dunkelheit, haben sie können dort ein bisschen anschleichen und schauen, was passiert. Aber sie sind dann gleich nicht ins Haus gegangen, sondern kurz vor dem Haus, so im Vorhof, sind sie stehen geblieben. Es hat ja einen Haufen andere Leute auch gehabt. Sie haben gleich Angst gehabt, mit Jesus mitzugehen. Sie haben gleich wirklich sich zurückgezogen. Und der Petrus hat wahrscheinlich innerlich gleich recht anfangen zu zittern. Er hat nicht wollen, dass wir ihn da erkennt. Und darum ist er dort geblieben. Und er hat sich dort in dem Vorhof aufgehalten. Es hat dann dort auch noch das Feuer gehabt, wo man sich die Hände ein bisschen wärmen konnte. Ich kann mir vorstellen, in dem Fall, es ist kühl von aussen. Und der Petrus ist da zu dem Feuer angegangen und hat auch so da, wie wenn er einer von diesen Leuten ist, die jetzt halt einfach dabei sein wollte. Und als er sich dort so die Hände so wärmt, da plötzlich kommt eine Frau dorthin und sagt,
hey du, du bist auch von dem Jesus, du gehörst auch zu dem. Und der Petrus da, das gehört, während er seine Hände und sagt, was? Ich? Was sagst du? Nein, ich gehöre sicher nicht zu dem Jesus. Ich kenne den gar nicht. Ich weiß nicht, was du redest. Ich gehöre nicht zu ihm. Die Frau sagt, doch, du gehörst zu ihm. Aber der Petrus hat so da wie nichts wäre und hat sich da weiter ein bisschen die Hände gerieben und hat einfach ein bisschen geschaut, was da so passiert. Und dann auf einmal kommt ein anderer Mann, der sagt, hey doch, du gehörst zu dem. Der Petrus sagt, was redest du? Hey, was haben ihr Leute? Ich gehöre nicht zu dem Jesus, ich kenne den nicht, ich habe den noch nie gesehen. Ja, hast du gemerkt, was der Petrus macht? Er hat genau das gemacht, was Jesus gesagt hat. Er hat Jesus verleugnet. Er hat gesagt, er kennt ihn nicht. Ja, es ist schwierig, in so Momenten wirklich dazu zu stehen. Ich weiss nicht, vielleicht hast du das auch schon erlebt. Vielleicht glaubst du auch an Jesus und du hast schon Momente gehabt, wo andere dich vielleicht wegen dem ausgelacht haben. Und du hast gemerkt, es ist schwierig, zu Jesus zu stehen. Jetzt mal können sagen, mal, ich glaube an Jesus. Oder einfach allgemein, auch von Jesus etwas zu erzählen, deinen Kameraden, deinen Gespendli. Und hast vielleicht auch schon gesagt, oder eben vielleicht am liebsten gar nichts gesagt. Ja, es braucht viel Mut. Aber weißt du was? Jesus kennt das. Er weiß, wie es ist, wenn man Angst hat. Er weiß, dass es Mut braucht. Aber er möchte dir das schenken. Und weißt du, was du machen kannst? Du kannst Jesus einfach darum bitten. Du kannst Jesus um Hilfe bitten, dass er dir Mut schenkt. Vielleicht kennst du auch andere, die auch an Jesus glauben, die auch eine Angst haben manchmal. Dann darfst du auch für andere beten. Und gerade jetzt, wo wir daheim sind, haben wir ja viel Zeit zum Beten. Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ihn um Mut und um Hilfe bitten. Und das ist das Wunderbare. Wir können mit Jesus reden wie mit einem guten Freund. Und er kennt dich und er will dich helfen. Und er will, dass es dann nicht so muss gehen wie ein Petrus, weil er hat immer noch feste Angst gehabt. Er hat innerlich zittert. Von außen hat man ihm das vielleicht nicht gerade angesehen, aber innerlich hat er zittert gehabt. Und er ist immer noch dort beim Feuer gewesen, hat er so da, wie wenn er sich wärmen würde. Und auf einmal kommt nochmal einer dorthin und sagt wieder, du gehörst zu Jesus. Ja, ich habe dich auch schon gesehen mit ihm. Und der Petrus, der ist fast verrückt worden, kann ich dir sagen. Und er hat gerufen, hey, jetzt hört doch auf, ich kenne den Jesus nicht, ich weiss nicht, wer das ist. Und als er das wieder gesagt hat, da hört er den Gückel schreien. Und der Petrus verschreckt. Was habe ich gemacht? Nein, ich bin nicht zu Jesus gestanden. Genau so, wie er es gesagt hat, ist passiert. Und er schaut zu Jesus, wo er ist. Und er sieht auch gerade, dass Jesus zu ihm schaut. Die Blicke haben sich getroffen gehabt. Und er weiß genau, Jesus weiß, was er gemacht hat. Und der Petrus ist so verschrocken. Er ist enttäuscht worden von sich selber. Er ist traurig geworden über sich selber. Schau mal, wir lesen das da, was passiert ist. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Er weinte sehr fest über sich selber, über das, was er gemacht hat. Warum ist das passiert? Er hat sich die Hand vor den Kopf geschlagen und hat brüllt über sich selber. Er war so enttäuscht und traurig über sich selber. Was hat er nur gemacht? Aber in der gleichen Zeit im Gerichtssaal passieren schlimme Sachen. Die Leute haben Jesus geschlagen gehabt. Sie haben ihn ausgelacht. Den ganzen Abend lang. Und die Nacht ist dann vorbeigegangen. Es ist morgen geworden. Und die Gerichtsverhandlung gegen Jesus hat angefangen, obwohl er eigentlich gar nichts gemacht hat. Sie haben auf ihn eingeschlagen, sie haben ihn gefragt gehabt. Und Jesus ist einfach still geworden. Oder still geblieben. Bis der Hohepriester ihn gefragt hat, jetzt nimmt sich Wunder, bist du der Sohn Gottes? Sag's uns. Und Jesus hat geantwortet, ich kann es schon sagen, aber wenn ich das sage, dann glauben die so gleich nicht. Der ist schon richtig zornig geworden, der Hohepriester. Jetzt wollen wir von dir wissen, bist du es oder bist du es nicht? Und Jesus sagt darauf aber, ja, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Retter, den Gott versprochen hat. Da sagt der Hohepriester, da haben wir's. Er hat sogar noch sein Kleid verrissen.
Da haben wir's. Was wollen wir noch mehr? Er selber lästert Gott. Das bedeutet, er sagt Sachen gegen Gott. Weil sie haben eben nicht geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist. Da haben wir's. Ihr habt es alle gehört. Der Mensch muss sterben. Die Soldaten haben ihn darauf genommen und haben ihn weitergebracht zu einem anderen, zum Pilatus. Das war ein Römer, weil nur der nämlich das Urteil fällen, das Urteil sagen, dass der Jesus muss sterben. Und dem Pilatus ist nichts anderes übrig geblieben, als das Urteil zu fällen. Jesus muss sterben. Und das hat er müssen. Ja, aber Jesus, so lesen wir auch das in der Bibel, ist nicht gestorben, weil es der Pilatus gesagt hat. Er ist nicht gestorben, weil die Soldaten ihn festgenommen haben oder weil die Juden das haben wollen. Nein. In der Bibel steht, dass Jesus gestorben ist, weil es Gottes Plan war. Für dich und mich, für unsere Schuld, für uns ist er gestorben. Wegen dir und mir, dass wir wieder mit Gott zusammen sein können. Dass wir bei Gott sein können. Dort, wo wir eigentlich sein sollten. Gott hat uns geschaffen, dass wir mit ihm zusammen sein können. Aber eben, die Sünde, das Böse in uns, das hat alles kaputt gemacht. Das trennt uns von Gott. Aber er liebt dich. Er liebt uns. Und er ist auf die Erde gekommen, um genau die Verbindung wieder herzustellen, dass wir Menschen, dass du und ich wieder bei Gott sein können. Er hat uns so gern. Dass die Trennung wie weg ist. Obwohl eigentlich wir die Strafe verdient hätten. Für die Sünde, für das Böse. Müssen wir sie nicht tragen. Sondern Jesus hat sie getragen. Er ist gestorben am Kreuz für dich und mich und hat für dich die Strafe getragen, dass wir mit Gott wieder Frieden haben können. Ja, Jesus ist wirklich gestorben. Er ist im Grab oder in das Grab haben sie ihn gelegt gehabt. Und die Jünger, seine Leute, sind ganz traurig gewesen. Sie haben nicht gewusst, warum das so passiert ist. Sie haben nicht mehr lachen, sie haben keinen Grund mehr gehabt. Auch der Petrus, ganz verzweifelt war er. Doch dann ist etwas Unglaubliches passiert. Und zwar am dritten Tag, am Sonntagmorgen, oder heute sagen wir eben am Ostermorgen, eigentlich genau den Tag, wo wir heute feiern. Einfach vor vielen Jahren. Da sind Frauen gekommen und sie haben gerufen, hey, kommt schnell, das Grab ist leer. Mir gehört, Jesus lebt. Er ist nicht mehr tot. Und wo der Petrus das gehört hat, hat er gesagt, was, Jesus lebt? Nein, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Was? Und sofort hat er alles liegen lassen und ist losgerannt zum Grab. Und ist schauen. Und was hat er gefunden? Tatsächlich, der Grabstein ist weg. Das Grab ist offen. Jesus ist nicht mehr da. Die Tücher, die Jesus eingewickelt haben, sind alle schön dort gelegen. Jesus ist auferstanden. Gott hat ihn lebendig gemacht. Jesus ist nicht tot geblieben. Es ist tatsächlich wahr. Jesus lebt. Und genau darum haben wir Ostern. Nicht wegen dem Osterhass. Es ist zwar sehr fein zum Essen, aber Ostern haben wir, weil Jesus auferstanden ist. Das bedeutet, weil Jesus wieder lebt. Gott hat ihn lebendig gemacht. Gott ist stärker als der Tod. Der Weg zu Gott ist wieder frei. Und darum dürfen wir Freude haben. Darum können wir jubeln. Wir können sagen, Gott hat unsere Schuld alles vergeben. Wir müssen nicht tot bleiben. Wer an Jesus glaubt, der darf nämlich leben für immer. Leben in Ewigkeit bei Gott. Das ist das, was er möchte schenken. Einerseits die Vergebung für unsere Sünden und andererseits das ewige Leben bei ihm. Und auch du darfst schon Jesus glauben. Er ladet auch dich ein zum Glauben. Du darfst es einfach Jesus sagen, im Gebet. Wir können mit Jesus reden, wie mit einem guten Freund. Und du darfst ihm sagen, ja, Jesus, ich möchte auch dich glauben. Bitte vergib mir meine Sünden. Und wenn du das zu ihm sagst von Herzen, dann darfst du wissen, er nimmt dir deine Schuld weg. Und er schenkt dir das ewige Leben. Ja, der Petrus, als er das erlebt und gehört hat, ist er nicht mehr traurig gewesen. Sein Gesicht, ja, sein ganze Innere, sein Leben hat sich geändert von der Traurigkeit zu der Freude. Jetzt hat er jubeln. Er hat gewusst, sein Herr und Heiland, sein Meister, er lebt. Er ist nicht tot geblieben. Und das darfst auch du heute wissen. Jesus lebt auch heute noch. Er ist nicht tot. Und dafür möchte ich ihm jetzt auch noch gerade Danke sagen. Herr, du grosser Gott, wir danken dir, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du lebst, dass du auferstanden bist, dass du stärker bist als der Tod. Und das darf man glauben, das darf man wissen, das darf man in der Bibel, in deinem Wort lesen. Wir wollen dich anbeten und dir Danke sagen für das. Amen.
Ja, und genau das möchten wir jetzt auch in einem Lied Gott will antworten oder singen. Ein Lied, das heisst, was musst du für eine riesengroße Liebe haben? Ja, die Liebe, die Gott wirklich zu uns hat. Ist Gottes Botschaft nicht der wahre Grund für unsere Glücklichkeit und wie schön zu hören, dass wir wegen ihm so fröhlich sein können? Ja, jeden Tag dürfen wir uns daran erinnern, was damals vor 2000 Jahren passiert ist. Wie Jesus für dich und mich gestorben, aber vor allem auch auferstanden ist. Er lebt und darum dürfen wir an ihn glauben. Glaubst auch du ihm? Vertraust auch du auf ihn? Hey, wir können dich nur ermutigen dazu. Nathan und ich haben es in unserem Leben erfahren. Es lohnt sich. Mach auch du den Schritt, jeden Tag von deinem Leben. Vertraue ihm von ganzem Herzen. Wir freuen uns, dich ein anderes Mal wiederzusehen. Und bis dann, tschüss aus dem Studio. Tschüss. Hey, wenn du noch eine Frage hast zum heutigen Video, zu der Andacht, zum anderen, wo wir drin hatten, oder uns eine Idee willst weitergeben, wie wir es besser machen könnten, wie wir es ein bisschen spannender für dich machen, Verbesserungsvorschläge, dann kannst du uns gerne schreiben. Wir blenden jetzt hier unten eine E-Mail-Adresse ein und du findest sie auch in der Beschreibung unten. Du kannst deine Eltern fragen und dann kannst du uns ein kurzes E-Mail schreiben. Das würde uns mega freuen, einfach ein Feedback von euch bekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, die ganzen Sonntagsschulen, die wir hier machen, über das Internet, dann vielleicht hast du noch Kollegen, die das noch nicht kennen. Kannst deine Eltern auch fragen, die können ihnen den Link weiterschicken und dann können sie auch zuschauen und auch davon profitieren. Es würde uns freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Vielen Dank, bis dann.